Vorbilder? Also weißt du, so Leute, die so Heldinnen sind? Eine random Frage jetzt. Nein, im Fall, ehrlich gesagt nicht so. Also es gibt Leute, die ich für ihre Arbeit irgendwie bewundere oder für das, wofür sie sich einsetzen oder die Art und Weise, wie sie das machen. Aber wirklich so ein Vorbild, so im klassischen Sinn, habe ich nicht wirklich. Und du? Ich finde es eine mega schwierige Frage, weil ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dass das unhinterfragte, regelrechte Verehren von jemandem, von Stars, das ist doch irgendwie... Ich weiss nicht, das ist irgendwie ein bisschen vorbei. Wie schon so alt bist oder was? Nein, natürlich nicht. Also, ja, aber doch, eigentlich schon, eigentlich ist es das, weil... Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, so, dass an einem Konzert pilgern oder dann noch schlimmer, mit dem Handy 2 Stunden durchzufinden, das ist doch etwas, wo du... Also keine Ahnung, wo ab 14 irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Ich schäme mich auch für gewisse Vorbilder, Leute, die ich damals cool gefunden habe. Ich bin mal fast an ein Bushido-Konzert gegangen. Oh shit! Ja, fett auch. Vor allem, als ich dann irgendwie mal mich ein bisschen damit befasst habe und gemerkt, um was geht denn in den Text. Und ja, Gangster bin ich auch zu wenig dafür. Zum Glück. Aber von was bist du denn so? Keine Ahnung, ist nicht etwas peinlich? Dass du früher noch irgendwas im Fan warst? Hey, ich bin früher noch so richtig hartes die Ärzte-Fangirl gesehen. Also wirklich so abartig hart. Kennst du die Ärzte-Fans so? Habe ich so mit von 8 Jahren habe ich die wirklich so krass abgeführt. Ich bin mit 14 Jahren das erste Konzert von ihnen gesehen und dann habe ich sie noch irgendwie 5-6 Mal weiter auch live gesehen an Festivals, Konzerte und ich habe auch hure viel Merchandise von ihnen gehabt. Es gab Bettwäsche. Aber hey, eigentlich ist mir das nicht peinlich. Die haben mich mega geprägt. Und dann bin durch die dann auch auf andere Musik gekommen, die ich jetzt heutzutage immer noch abfeiere. Aber was mir peinlich ist, wenn wir es gerade so von Konzert haben, mein erstes Konzert überhaupt war mit 13 Usher gesehen. Wow. Und ich habe seine Musik nicht mal gekannt. Das sind einfach Kolleginnen von mir sind an das Konzert gegangen und ich habe mitwählen. Also bin ich mitgegangen. Also ich verstand schon, was du meinst. So mit dem, es ist halt heute, in unserem Alter ist es halt nicht mehr so, dass es Stars sind, die man so bewundert, sondern mehr Leute, die man halt auch so im Alltag oder auf Augenhöhe begegnet. Ja, aber wir sind wie so Leute, die einem Sachen empfehlen, also Musik, Film, Bücher. Und du weißt einfach so, es ist gut. Also der oder die, die mir das empfohlen, gefällt mir. Ich finde das mega cool. Also so Leute, die eigentlich Sachen mit einem teilen. Ja, vor allem mit einem teilen, ohne einem irgendwie das Gefühl geben, dass du ein Nachmacher bist. Also so, dass oh mein Gott, das hast du im Fall von mir, ich habe dir das gezeigt, nicht sehen. Oder so, das wäre jetzt der erste Text, finde ich echt etwas vom Blödesten. Also ja, wenn die Leute irgendwie Sachen mit dir teilen, aber dir nicht das Gefühl geben, dass du ein Nachmacher wirst durch das. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass du sonst gar keine Vorbilder hast. Das kann ja eigentlich gar nicht sein sonst. Nein, natürlich nicht. Also ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich mich nicht an anderen Leuten orientiere. Vor allem, wenn es irgendwie um gesellschaftlich-politische Sachen geht, dann braucht es das ja auch. Dann braucht es so Leute, ob sie jetzt bekannt sind oder nicht. Aber was ich mega genial finde, ist Leute, MusikerInnen, die es einfach irgendwie anbekommen. Du bist an einem Konzert und es spielt so das Intro und das Publikum kocht so richtig und das ist so das Kribbeln da, die das anbekommen und dann kommt die Person auf die Bühne und macht auf irgendetwas ins Mikrofon und so wow, und alle gehen durch. Ja, ich finde das echt etwas vom Genialsten. Das ist richtig, richtig geil. Aber es ist die Frage, ob es das wieder geben wird. Oh Gott, jetzt bin ich schon mega alt und verbittert. Aber ja, man muss sich halt jetzt noch ein bisschen gedulden, bis das mit den Konzerten wieder möglich ist. Aber es kommt schon, ich glaube schon irgendwie. Ah. Stimmen das da jetzt Festival stimmen. Ja, schon ein bisschen cheap. Cheers!